Не говори так громко. Sprich nicht so laut. Sprich nicht so laut. Возьми паспорт с собой. Nimm den Pass mit. Nimm den Pass mit. Выключи телевизор. Mach den Fernseher aus. Mach den Fernseher aus. Работай больше. Arbeite mehr. Arbeite mehr. Открой окно. Öffne das Fenster. Öffne das Fenster. Оставь собаку дома. Lass den Hund zu Hause. Lass den Hund zu Hause. Не езжай так быстро. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Принеси с собой бутылку вина. Bring eine Flasche Wein mit. Bring eine Flasche Wein mit. Приди не так поздно. Komm nicht so spät. Komm nicht so spät. Ешь больше овощей и меньше мяса. Iss mehr Gemüse und weniger Fleisch. Iss mehr Gemüse und weniger Fleisch. Прочти-ка эту газетную статью. Lies mal diesen Zeitungsartikel. Lies mal diesen Zeitungsartikel. Пей не так много пива. Trink nicht so viel Bier. Trink nicht so viel Bier.
Купи еще сегодня проездной билет. Kauf heute noch die Fahrkarte. Kauf heute noch die Fahrkarte. Спи не всегда так долго. Schlaf nicht immer so lange. Schlaf nicht immer so lange. Пожалуйста, заберите гостей с вокзала. Bitte holen Sie die Gäste vom Bahnhof ab. Bitte holen Sie die Gäste vom Bahnhof ab. Пожалуйста, напишите письмо в фирму Kalau. Bitte schreiben Sie den Brief an die Firma Kalau. Bitte schreiben Sie den Brief an die Firma Kalau. Пожалуйста, ответьте на электронное письмо. Bitte beantworten Sie die E-Mail. Bitte beantworten Sie die E-Mail. Пожалуйста, закажите стол в ресторане. Bitte bestellen Sie einen Tisch im Restaurant. Bitte bestellen Sie einen Tisch im Restaurant. Пожалуйста, поищите ошибку в программе. Bitte suchen Sie den Fehler im Programm. Bitte suchen Sie den Fehler im Programm. Пожалуйста, перезагрузите компьютер. Bitte starten Sie den Computer neu. Bitte starten Sie den Computer neu. Пожалуйста, включите принтер. Bitte schalten Sie den Drucker ein. Bitte schalten Sie den Drucker ein. Пожалуйста, закройте окно. Bitte schließen Sie das Fenster.
Bitte schließen Sie das Fenster. Я не умею кататься на лыжах. Ich kann nicht Ski laufen oder fahren. Ich kann nicht Ski fahren oder laufen. Ты должен еще ответить на электронное письмо. Du musst noch die E-Mail beantworten. Du musst noch die E-Mail beantworten. Я хотел бы сегодня пойти на пляж. Ich möchte heute an den Strand gehen. Ich möchte heute an den Strand gehen. Хотите пойти со мной? Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Петер хочет забрать свою мать с вокзала. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Я должен сегодня позвонить телемастеру. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Вы можете поприветствовать гостей? И здесь у нас вежливая форма. Können Sie die Gäste begrüßen? Können Sie die Gäste begrüßen? Хочешь выпить еще чашку кофе? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Мне нужно в ресторане заказать стол. Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen? Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen?
Марина хочет посещать языковой курс в университете. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Мне нужно еще купить проездной билет. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. Я усердно работал весь день. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Я не сделал домашнюю работу. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Секретарь забронировала номер в отеле. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Ганс решил компьютерную проблему. Hans hat das Computerproblem gelöst. Hans hat das Computerproblem gelöst. Я спрашиваю тоже об этом. Ich frage auch danach. Ich frage auch danach. Я жду тоже этого. Ich warte auch darauf. Ich warte auch darauf. Я думаю тоже об этом. Ich denke auch daran. Ich denke auch daran. Я надеюсь тоже на это. Ich hoffe auch darauf. Ich hoffe auch darauf. Я забочусь тоже об этом. Ich sorge auch dafür. Ich sorge auch dafür.
Я готовлюсь тоже к этому. Ich bereite mich auch darauf vor. Ich bereite mich auch darauf vor. Я интересуюсь тоже этим. Ich interessiere mich auch dafür. Ich interessiere mich auch dafür. Я занимаюсь тоже этим. Ich beschäftige mich auch damit. Ich beschäftige mich auch damit. Я радуюсь тоже этому. Ich freue mich auch darüber. Ich freue mich auch darüber. Я не умею кататься на лыжах. Ich kann nicht Ski laufen oder fahren. Ich kann nicht Ski fahren oder laufen. Ты должен еще ответить на электронное письмо. Du musst noch die E-Mail beantworten. Du musst noch die E-Mail beantworten. Я хотел бы сегодня пойти на пляж. Ich möchte heute an den Strand gehen. Ich möchte heute an den Strand gehen. Хотите пойти со мной? Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Петер хочет забрать свою мать с вокзала. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Я должен сегодня позвонить телемастеру. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Вы можете поприветствовать гостей? И здесь у нас вежливая форма. Können Sie die Gäste begrüßen?
Können Sie die Gäste begrüßen? Хочешь выпить еще чашку кофе? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Мне нужно в ресторане заказать стол. Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen? Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen? Марина хочет посещать языковой курс в университете. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Мне нужно еще купить проездной билет. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. О чем она спрашивает? Wonach fragt sie? Wonach fragt sie? О ком спрашивает сосед? Nach wem fragt der Nachbar? Nach wem fragt der Nachbar? О ком думает господин Мозер часто? An wen denkt Herr Moser oft? An wen denkt Herr Moser oft? О чем она думает? Woran denkt sie? Woran denkt sie? Чего ждут зрители? Worauf warten die Zuschauer? Worauf warten die Zuschauer? Чего мы ждем? Worauf warten wir? Worauf warten wir? Чему все радуются? Worüber freuen sich alle?
Worüber freuen sich alle? С кем ты встречаешься завтра? Mit wem triffst du dich morgen? Mit wem triffst du dich morgen? Чем недоволен учитель? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Кем недоволен шеф? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? С кем он едет в Австрию? Mit wem fährt er nach Österreich? Mit wem fährt er nach Österreich? О чем мы спрашиваем? Wonach fragen wir? Wonach fragen wir? О ком заботится сын? Für wen sorgt der Sohn? Für wen sorgt der Sohn? О чем он может позаботиться? Wofür kann er sorgen? Wofür kann er sorgen? О ком они говорят? Über wen sprechen sie? Über wen sprechen sie? О чем они говорят? Worüber sprechen sie? Worüber sprechen sie? С кем он едет в отпуск? Mit wem fährt er in Urlaub? Mit wem fährt er in Urlaub? На чем можно добраться в центр города? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Чем она интересуется? Wofür interessiert sie sich? Wofür interessiert sie sich? Кем она интересуется? Für wen interessiert sie sich? Für wen interessiert sie sich? О ком идет речь? Wen geht es? Wen geht es? О чем идет здесь речь? Worum geht es hier?
worum geht es hier? Я усердно работал весь день. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Я не сделал домашнюю работу. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Секретарь забронировала номер в отеле. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Ганс решил компьютерную проблему. Hans hat das Computerproblem gelöst. Hans hat das Computerproblem gelöst. Мы слушали на концерте фантастическую музыку. Wir haben im Konzert fantastische Musik gehört. Wir haben im Konzert fantastische Musik gehört. Я припарковал свою машину там, где парковка запрещена. Ich habe mein Auto im Parkverbot geparkt. Ich habe mein Auto im Parkverbot geparkt. Госпожа и господин Шмальц всю ночь танцевали вальс. Frau und Herr Schmalz haben die ganze Nacht Walzer getanzt. Frau und Herr Schmalz haben die ganze Nacht Walzer getanzt. Господин Клайн отправил электронное письмо в 18:30. Herr Klein hat die E-Mail um 18:30 Uhr gesendet.
Herr Klein hat die E-Mail um 18:30 Uhr gesendet. Босс купил цветы для своей жены. Der Chef hat für seine Frau Blumen gekauft. Der Chef hat für seine Frau Blumen gekauft. Мы с Сюзанной вели разговор. Wir haben mit Susanne ein Gespräch geführt. Wir haben mit Susanne ein Gespräch geführt. Они завтракали в отеле. Sie haben im Hotel gefrühstückt. Sie haben im Hotel gefrühstückt. Антон жил во Франкфурте. Антон hat in Frankfurt gewohnt. Антон hat in Frankfurt gewohnt. Вчера я удалил письмо. Ich habe gestern die E-Mail gelöscht. Ich habe gestern die E-Mail gelöscht. Клара жила в Испании 3 года. Clara hat 3 Jahre in Spanien gelebt. Clara hat 3 Jahre in Spanien gelebt. На этот стул. Auf diesen Stuhl. Auf diesen Stuhl. На этот крючок. An diesen Haken. An diesen Haken. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. В эту сумку. In diese Tasche. In diese Tasche. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. Над этой доской. Über diese Tafel. Über diese Tafel. На этот подоконник. Auf dieses Fensterbrett. Auf dieses Fensterbrett. Рядом с этой дверью.
Neben diese Tür. Neben diese Tür. В это кресло. In diesen Sessel. In diesen Sessel. На эту полку. In dieses Regal. In dieses Regal. В эту вазу. In diese Vase. In diese Vase. В эту папку. In diese Mappe. In diese Mappe. На этот стол. Auf diesen Tisch. Auf diesen Tisch. На эту стену. An diese Wand. An diese Wand. На стуле. Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. У окна. Am Fenster. Am Fenster. Рядом с тарелкой. Neben dem Teller. Neben dem Teller. В кошельке. In der Brieftasche. In der Brieftasche. За шторой. Hinter der Gardine. Hinter der Gardine. На море. Am Meer. Am Meer. В университете, когда просто находимся в здании. In der Uni. In der Uni. Если мы там учимся и нам нужно использовать глагол studieren, тогда предлог будет an der Uni. На полке. Im Regal. Im Regal. Перед плитой. Vor dem Herd. Vor dem Herd. В школе. In der Schule. In der Schule. Под кроватью. Unter dem Bett. Unter dem Bett. Я ем хлеб с соленым маслом. Ich esse Brot mit gesalzener Butter. Ich esse Brot mit gesalzener Butter. Я ем хлеб с копченым салом. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Ich esse Brot mit geräuchertem Speck. Здесь стоит тарелка с холодным жарким.
Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Hier steht ein Teller mit kaltem Braten. Здесь стоит тарелка с горячим супом. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Hier steht ein Teller mit heißer Suppe. Я хочу хлеба с черной икрой. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Я ем хлеб со свежим медом. Ich esse Brot mit frischem Honig. Ich esse Brot mit frischem Honig. Я ем булочки с острым сыром. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Вы хотите светлое или темное пиво? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Ты любишь красное или белое вино? Magst du roten oder weißen Wein? Magst du roten oder weißen Wein? Я бы хотел купить этот свитер из чистой шерсти. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Он зарабатывает хорошие деньги. Er verdient gutes Geld. Er verdient gutes Geld. Две булочки с вареной колбасой, пожалуйста. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Ты пьешь зеленый или черный чай? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee?
На завтрак я ем теплый хлеб, свежий овощной салат и пью горячее какао со сладкой выпечкой. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Бензин производят из сырой нефти. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Свежий хлеб вреден для здоровья. Frisches Brot ist ungesund. Frisches Brot ist ungesund. Больному человеку необходим свежий воздух. Der Kranke braucht frische Luft. Der Kranke braucht frische Luft. После пробежки всем хочется пить. В русском предложении у нас нет прилагательного, но в немецком оно будет. Посмотрите эту фразу. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. То есть дословно после бега у всех есть большая жажда. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg.
Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. Повесь пальто на крючок. Häng den Mantel an den Haken. Куда мы поставим стиральную машину? Wohin stellen wir die Waschmaschine? Я очень доволен своей квартирой. Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Он спрашивает, что ты читаешь. Er fragt, was du liest. Er fragt, was du liest. Я скажу тебе, когда он придет. Ich sage dir, wann er kommt. Ich sage dir, wann er kommt. Плохо, что он всегда все забывает. Es ist schlecht, dass er immer alles vergisst.
Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Он хочет знать, едем ли мы в город. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Я вижу, что ты болен. Ich sehe, dass du krank bist. Ich sehe, dass du krank bist. Он спрашивает, сколько человек работает в вашем офисе. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Он обещает, что даст мне свой фотоаппарат. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Ты можешь мне сказать, когда ты едешь в Гамбург? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Я не знаю, сколько это стоит. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Я спрошу его, что он возьмет. Ich frage ihn, was nimmt. Ich frage ihn, was nimmt. Мы много общаемся с моими друзьями. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Каждые пару недель у меня выходной. Alle paar Wochen habe ich frei. Alle paar Wochen habe ich frei. Я никогда не должен был делать уроки. Правда? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? Ich musste nie Hausaufgaben machen.
ehrlich? Господин Краузе не оплатил счет. Herr Krause hat die Rechnung nicht bezahlt. Herr Krause hat die Rechnung nicht bezahlt. Я договорился о встрече с госпожой Хюмель. Ich habe einen Termin mit Frau Hümmel vereinbart. Ich habe einen Termin mit Frau Kümmel vereinbart. Peter уже заказал пиво. Peter hat schon ein Bier bestellt. Peter hat schon ein Bier bestellt. Мартин уже перевел письмо. Мартин hat den Brief schon übersetzt. Martin hat den Brief schon übersetzt. Бабушка включила телевизор. Oma hat den Fernseher eingeschaltet. Oma hat den Fernseher eingeschaltet. Kurt купил мясо и овощи. Kurt hat Fleisch und Gemüse eingekauft. Kurt hat Fleisch und Gemüse eingekauft. Он старше меня. Er ist älter als ich. Er ist älter als ich. Этот фильм самый интересный. Dieser Film ist am interessantesten. Dieser Film ist am interessantesten. Этот нож острее. Dieses Messer ist schärfer. Dieses Messer ist schärfer. Он придет позже тебя. Er kommt später als du. Er kommt später als du. Его тест самый плохой. Sein Test ist am schlechtesten. Sein Test ist am schlechtesten. Эта дорога самая короткая.
Dieser Weg ist am kürzesten. Dieser Weg ist am kürzesten. Говорите, пожалуйста, медленнее. Sprechen Sie bitte langsamer. Sprechen Sie bitte langsamer. Башня самая высокая. Der Turm ist am höchsten. Der Turm ist am höchsten. Больше всего я люблю носить джинсы. Am liebsten trage ich Jeans. Am liebsten trage ich Jeans. Сейчас дни длиннее. Jetzt sind die Tage länger. Jetzt sind die Tage länger. Этот поезд едет самым последним. Dieser Zug fährt am spätesten. Dieser Zug fährt am spätesten. Сегодня погода теплее, чем вчера. Heute ist das Wetter wärmer als gestern. Heute ist das Wetter wärmer als gestern. Летом дни самые длинные. Im Sommer sind die Tage am längsten. Im Sommer sind die Tage am längsten. Вчера погода была холоднее, чем сегодня. Gestern war das Wetter kälter als heute. Gestern war das Wetter kälter als heute. Этот дом самый старый. Dieses Haus ist am ältesten. Dieses Haus ist am ältesten. Зимой погода самая холодная. Im Winter ist das Wetter am kältesten. Im Winter ist das Wetter am kältesten. Этот город самый большой. Diese Stadt ist am größten. Diese Stadt ist am größten. Утром ветер сильнее, чем вечером. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Зимой дни короче, чем ночи. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Церковь выше, чем дом. Die Kirche ist
höher als das Haus. Die Kirche ist höher als das Haus. Я люблю пить чай больше, чем кофе. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Эта улица самая широкая. Diese Straße ist am breitesten. Diese Straße ist am breitesten. Этот компьютер самый лучший. Dieser Computer ist am besten. Dieser Computer ist am besten. Гостиная больше, чем кухня. Das Wohnzimmer ist größer als die Küche. Das Wohnzimmer ist größer als die Küche. Этот отель дороже. Dieses Hotel ist teurer. Dieses Hotel ist teurer. Утром ветер самый сильный. Am Morgen ist der Wind am stärksten. Am Morgen ist der Wind am stärksten. Я простужаюсь чаще осенью, чем зимой. Ich erkälte mich öfter im Herbst als im Winter. Ich erkälte mich öfter im Herbst als im Winter. Шеф зарабатывает больше всего. Der Chef verdient am meisten. Der Chef verdient am meisten. Сейчас мой доход лучше, чем раньше. Jetzt ist mein Gehalt besser als früher. Jetzt ist mein Gehalt besser als früher. Этот нож самый острый. Dieses Messer ist am schärfsten. Dieses Messer ist am schärfsten. Летом вода в реке самая теплая. Im Sommer ist das Wasser im Fluss am wärmsten. Im Sommer ist das Wasser im Fluss am wärmsten. Я не могу больше ждать. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Я не могу пойти с тобой на концерт сегодня вечером. Ich kann heute Abend nicht mit dir
ins Konzert gehen. Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. У меня температура, и я лежу в постели. Ich habe Fieber und liege im Bett. Ich habe Fieber und liege im Bett. Может, ты сможешь взять с собой сестру? Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Сюзанна ведь интересуется музыкой. Susanne interessiert sich doch für Musik. Susanne interessiert sich doch für Musik. Давайте посмотрим фильм вместе. Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Мне нужно купить билеты в кино сегодня. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Я хочу заказать билеты онлайн сегодня. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Мне нужно тебе тоже билет заказать. Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Да, я люблю классическую музыку. Ja, ich mag klassische Musik. Ja, ich mag klassische Musik. Да, я могу хорошо играть в футбол. Или умею, да, можно еще сказать. Ja, ich kann gut Fußball spielen. Ja, ich kann gut Fußball spielen. Да, футболисты должны часто тренироваться. Ja, Fußballspieler
müssen oft trainieren. Ja, Fußballspieler müssen oft trainieren. Тебе еще нет 16 лет. Ты не можешь еще пить пиво. Du bist noch keine 16 Jahre alt. Du darfst noch kein Bier trinken. Du bist noch keine 16 Jahre alt. Du darfst noch kein Bier trinken. Мартин заболел. Он не может пойти на твою вечеринку. Martin ist krank. Er kann zu deiner Party nicht kommen. Martin ist krank. Er kann zu deiner Party nicht kommen. Поезд опаздывает. Нам нужно еще подождать полчаса. Der Zug hat Verspätung. Wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Der Zug hat Verspätung. Wir müssen noch eine halbe Stunde warten. И мы переходим к модальным глаголам в прошедшем времени претеритум. Я не мог заниматься игрой на фортепиано, у меня болела голова. Ich konnte nicht Klavier üben. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich konnte nicht Klavier üben. Ich hatte Kopfschmerzen. Паулю больше не разрешалось есть мороженое. Paul durfte kein Eis mehr essen. Paul durfte kein Eis mehr essen. Вам следовало прийти на ужин вовремя. И здесь у нас невежливая форма. Ihr solltet pünktlich zum Essen kommen. Ihr solltet pünktlich zum Essen kommen. Мне пришлось пойти к врачу. Ich musste zum Arzt gehen. Ich musste zum Arzt gehen. Мне следовало есть меньше. Ich sollte weniger essen. Ich sollte weniger essen. Ей нравилась немецкая народная музыка. И здесь мы будем использовать глагол mögen, любить, нравиться, но в прошедшем времени претеритум. И это будет звучать так. Sie mochte deutsche Volksmusik. Sie mochte deutsche Volksmusik. Мне не разрешили парковаться на этой улице.
Ich durfte in dieser Straße nicht parken. Ich durfte in dieser Straße nicht parken. Франц мог очень хорошо играть в футбол. Franz konnte sehr gut Fußball spielen. Franz konnte sehr gut Fußball spielen. Вы слышали. Ihr hörtet. Ihr habt gehört. Ihr hörtet. Ihr habt gehört. Ты купил. Du kauftest. Du hast gekauft. Du kauftest. Du hast gekauft. Ты сварил. Du kochtest. Du hast gekocht. Du kochtest. Du hast gekocht. Мы смеялись. Wir lachten. Wir haben gelacht. Wir lachten. Wir haben gelacht. Они учились. Sie lernten. Sie haben gelernt. Sie lernten. Sie haben gelernt. Она любила. Sie liebte. Sie hat geliebt. Sie liebte. Sie hat geliebt. Я жил. Ich lebte. Ich habe gelebt. Ich lebte. Ich habe gelebt. Я путешествовал. Ich reiste. Ich bin gereist. Ich reiste. Ich bin gereist. Мяч лежит под столом. Der Ball liegt unter dem Tisch. Der Ball liegt unter dem Tisch. Я кладу мяч под стол. Ich lege den Ball unter den Tisch. Ich lege den Ball unter den Tisch. Чашка стоит на столе. Die Tasse steht auf dem Tisch. Die Tasse steht auf dem Tisch. Я ставлю чашку на стол. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Вода в стакане. Das Wasser ist in dem Glas. Das Wasser ist in dem Glas. Я наливаю воду в стакан. Ich gieße Wasser in das Glas. Ich gieße Wasser in das Glas. Кошка сидит между деревьями. Die Katze sitzt zwischen den Bäumen. Die Katze sitzt
zwischen den Bäumen. Я сажусь между деревьями. Ich setze mich zwischen die Bäume. Ich setze mich zwischen die Bäume. Я учусь в университете. Ich studiere an der Universität. Ich studiere an der Universität. Я вешаю белье на веревку. Ich hänge die Wäsche an die Wäscheleine. Ich hänge die Wäsche an die Wäscheleine. Ребенок идет с собакой гулять. Das Kind geht mit dem Hund spazieren. Das Kind geht mit dem Hund spazieren. После заполнения я должен подписать. Nach dem Ausfüllen muss ich unterschreiben. Nach dem Ausfüllen muss ich unterschreiben. Перед едой следует мыть руки. Vor dem Essen soll man die Hände waschen. Vor dem Essen soll man die Hände waschen. Перед праздниками Даниэль весил 72 килограмма. Vor den Feiertagen hat Daniel 72 Kilogramm gewogen. Vor den Feiertagen hat Daniel 72 Kilo gewogen. Даниэль с Рождества набрал 5 килограмм. Daniel hat seit dem Weihnachtsfest 5 Kilo zugenommen. Daniel hat seit dem Weihnachtsfest 5 Kilo zugenommen. Собака бежит к дереву. Der Hund läuft zu dem Baum. Der Hund läuft zu dem Baum. Воду из крана можно пить. Das Wasser aus der Wasserleitung kann man trinken. Das Wasser aus der Wasserleitung kann man trinken. Поставить рядом с кроватью. Neben das Bett stellen. Neben das Bett stellen. Вешать на крючок. An den Haken hängen. An den Haken hängen. Поставить на стол. An den Tisch stellen. An den Tisch stellen. Положить в сумку. In die Tasche legen. In die Tasche legen.
Повесить на стену. An die Wand hängen. An die Wand hängen. Положить на пол. Auf den Fußboden legen. Auf den Fußboden legen. Повесить над пианино. Über das Klavier hängen. Über das Klavier hängen. Поставить на подоконник. Auf das Fensterbrett stellen. Auf das Fensterbrett stellen. Поставить рядом с дверью. Neben die Tür stellen. Neben die Tür stellen. Поставить в вазу. In die Vase stellen. In die Vase stellen. Поехать на море. An das Meer fahren. An das Meer fahren. Если произойдет слияние предлога с артиклем, то тогда мы увидим ans Meer fahren. Ans Meer. Вешать на потолок, например, люстру. An die Decke hängen. An die Decke hängen. Поставить под зонт. Unter den Regenschirm stellen. Unter den Regenschirm stellen. Положить на диван. Auf das Sofa legen. Auf das Sofa legen. Поставить за шторой. Hinter die Gardine stellen. Hinter die Gardine stellen. Поставить в холодильник. In den Kühlschrank stellen. In den Kühlschrank stellen. Положить на кровать. Auf das Bett legen. Auf das Bett legen. Положить в папку. In die Mappe legen. In die Mappe legen. Поставить перед обеденным столом. Vor den Esstisch stellen. Vor den Esstisch stellen. Положить под письменный стол. Unter den Schreibtisch legen. Unter den Schreibtisch legen. Положить в почтовый ящик. In den Briefkasten legen. In den Briefkasten legen.
Поставить между шкафом и кроватью. Zwischen den Schrank und das Bett stellen. Zwischen den Schrank und das Bett stellen.